Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film Live, den Zack Snyder Aslo auf Netflix mit seinem großen Epos. Sein Star Wars Aslo auf Netflix zu gesehen, Rebel Moon. Ist das dann auch genauso gut wie in das versprochen wird oder ist das nicht alles nicht mehr warm Luft? Ja, da erzählen ich euch an dieser Episode. So, der Zack Snyder hat ihm zugeschlagen. Den Mann als bisschen im Stritten. Den also, das ist so, ja, verschiedene Leute fanden gut, andere fanden nicht so gut. Bei mir so, mal so. Ich hatte sein Justice League, hatte ich fantastisch von sein Snyder Cut, war tipptopp. Hatte ich mega gerne den Film, hat mir ganz gut gefallen. Original katastrophal, aber seine Version längte besser. Dann den Army of the Dead hatte ich auch eigentlich ganz gern, war noch viele Leute, die das auch nicht so gefeiert tun. Mir hat den Army of the Dead ganz gut gefallen. Und auch sein Watchmen von dem Mods war eigentlich schon nicht ganz gern. Lo wollte der gute Mann aber Star Wars man. An Disney hat sich aber nicht auf den Deal angelost, oder sie sich gegenseitig nicht und sie sich nicht ganz eins gehen. Und da wird er heute etwas Eigenes gemacht, und zwar Rebel Moon. Das soll dann sein Star Wars gehen, aber das heißt halt nicht Star Wars. An Netflix hat das ganz dann eben angeholt und gesagt, das gut, wir machen das. Und er hat das rausgebracht und ich hatte richtig Bock. Ist so wie das, ich hatte mega Bock. Den Trailer hat mir Bock gemacht, ich fand, das hat cool ausgesehen, das hat alles so einen typischen Zack Snyder Look, das muss einem gefallen, weil so sind da raus. Aber ich habe mich gefreut, dass er endlich rauskommt. Und dass man vielleicht etwas tun, was irgendwann vielleicht mit Star Wars abholen kann, was genauso groß kann gehen, wie Star Wars abholen. Ja, das ging schwierig gehen. Aber ob ich von Qualität mal etwas bringen kann, ein bisschen auch vielleicht um die Art Star Wars noch so ein bisschen Qualität, der wisst, was schmengen. Einfach mal mehr Content davon. Oder mal mehr richtig gute Content. So, da könnt ihr das Ding raus und ich gesehen die echt Kritiken und ich denke schon, oh Mann, der fällt ja schon überall durch. Gut, ich muss probiert nicht so viel davon beeinflussen zu lassen. Und ich habe mir angeguckt. Und was soll ich so das Thema als der Film ist von Minute zu Minute mir langweilig gehen. Dem Film hat ja nichts zu erzählen. Der Film ist ein Puzzle aus so vielen Versatzstecker. Da ist ja so viel, so man geklaut gehen. Es soll ja immer gerne mal lieber gut geklaut wie schlecht sein, aber in der Tour ist auch schlecht geklaut. Wir haben halt Versatzstecker aus Star Wars und Magnificent Seven. Und das sind ja alles zwei. Magnificent Seven, das ist ein geiler Film. Als Star Wars finde ich auch mega gern. Aber was dann da passiert? Du siehst so viele Charaktere dran, an der Bemo sind sie da und sie sind so egal. Das ist so uninteressant geschrieben. Du könnt ja nur nach einem zweiten Teil raus. Ich weiß nicht, ob den zweiten Teil da noch ein Keier soll kriegen und das Ruder ein rumreisen soll und aber eine gute Geschichte machen lassen. Aber die Charaktere sind ja alle so austauschbar und langweilig. Immer das geschwollen Geschwafel da. Die schwätzen also so bedeutungsschwanger Dialoge habe ich schon lange nicht mehr hören. Und das ist einfach anstrengend. Die Geschichte ist, ja, du hast so ein Imperium, also wir nennen nur einfach mal Imperium. Er ist nicht ganz viel am Kopf geblieben, was alles da so heißt. Du gibt so ein Imperium und du gehst Rebellen und Rebellen kämpfen gegen das Imperium und die bauen sich hier ein Team zusammen und die wollen dann gegen das Imperium kämpfen. Und witzigerweise hat der Film ganz viel Vierblenden, also so vier Geschichten, die ihn so an so Rückblenden daneben erzählt. Und die fand ich super interessant. Und da denke ich mir die ganze Zeit, boah, das ist die Geschichte, die hätte ich gerne gesehen. Das hätte ich gerne alles gesehen. Und das passiert nicht. Da kriegen wir alle so Rückblenden, so kleine Schnipseln. Aber wir sehen einfach nicht mehr, wie als Hauptprotagonistin durch die Gegend rennt, alle Leute zusammentrommelt und Herrn Notter Panz kriegt. Und da war das. Und dann hoffen wir, dass den zweiten Teil alles rumrappen soll. Und wenn der Zack Snyder nicht eine Story zu erzählen hat, nichts Geiles zu erzählen hat, dann kommen die Slow Motions und die kommen nach mir lächerlich rüber. Weil du denkst, du könnt ein Slow-Mo oder der andere. Der Film ist so ein Blender. Also, ich hatte am Anfang gedacht, ja, Disney traut Stoll nicht rein, die wollen nicht so viel Veränderungen. Also, wenn sie das Drehbuch gekriegt hätten, also wenn sie das gekriegt haben, also du hättest auch nicht gesagt. Da hätte ich auch gesagt, nee. Also, was machen wir denn dumm, oder? Nee, also für den Zack Snyder, der war ein Reinfall und das mal schrecklich steht.
Rebel Moon ist absolut voll ganz für mich durchgefallen. Komplett Szenen aus denen einzelnen Filmen richtig zur Summe geklaut. Nichts Interessantes zu erzählen. Langweilig Charakteren. Katastrophe an all dem Film, wo ihn sich geduld hat, wo ich gehofft hat, vielleicht geht das ja mal enke, vielleicht kann das ausmaßen wie Star Wars unholen. Und das Ding geht inner, also das Ding wird voll Karacho gegen die Mauer. Du hast für mich auch so nee, der Zack Snyder Film, das war nicht. So, a viel mehr geht es dazu nicht so, es sind bald angeschlafen bei dem Film. Der Film hat mich von Sekunde zu Sekunde mir Rose gemacht. Und trotzdem geht mich aber interessieren, wer dir von Rebel Moon, dem ersten Teil mal hält. Erzählt mir das ganz gerne in den Kommentaren. Und das war es dann mit dieser kleinen Episode, mit dieser kleinen, schnellen Episode, da gibt es nicht viel mehr zu erzählen. Und dann denke ich, guck dir etwas anderes auf Netflix an, aber Rebel Moon, boah, schwierig. Und an dem Sinne verabschiede ich mich. Ich denke, das war die letzte Filmlift-Episode für dieses Jahr. Und dann auch hier an diesem Format ein gute Rutsch für ein neues Jahr. Und ich hoffe, ihr feiert gut. Bis dann. Ciao.